wo die Frau und ich auch immer wieder hingehen, das ist der Rheinfall. Und zwar einfach, weil es ein schöner Ort ist. Es zieht uns immer wieder dort hin. Und darum gibt es auch vom Rheinfall so viele Darstellungen, Fotos, sogar alte Kupferstiche aus der guten alten Zeit. Und es ist ein Ort, wo immerhin von 1,5 Millionen Touristen besucht wird jedes Jahr, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Es ist allerdings ein entscheidender Unterschied, ob man den Rheinfall einfach auf so einem Foto sehen oder ob man den Rheinfall an Ort und Stelle erlebt. Wenn man auf der untersten Plattform steht, also ganz nah beim Wasserfall zu, dann spürt man die Wucht von diesen Wassermassen. Man steht in der Gischt und wird je nach Wind zum Teil klatschnass. Die Wassermassen verursachen so einen tosenden Lärm, dass man sich gegenseitig anbrüllen muss, wenn man dem anderen etwas mitteilen will. Wer den Wasserfall aus nächster Nähe erlebt, der hat einen Eindruck vom grössten Wasserfall von Europa, den er nicht so schnell wieder vergisst. Vermutlich ist es noch viel krasser mit dem Himmel. Wir alle haben gewisse Vorstellungen vom Himmel. Oder auch nicht. Also ich zum Beispiel, ich habe sehr vage Vorstellungen. Ich kann mir nichts Konkretes vorstellen, wenn ich an den Himmel denke. Wie das im Himmel dann einmal wird sein, ich glaube, das müssen wir einfach vertagen, bis wir dort mal ankommen. Dann sehen wir, wenn er wirklich ist. Und ich vermute, dass wir dann gar nicht mehr zum Staunen rauskommen. Der Prophet Jesaja hat in einer Vision einmal einen Blick in die himmlische Welt rühren. Und ich lese jetzt aus Jesaja 6, Vers 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Was der Prophet Jesaja da gesehen hat, ist zwar nur eine Vision gewesen, aber die Vision hat Gott ihm geschenkt. Gott hat ihm einen Einblick in den Himmel gegeben. Und gleichzeitig hat Jesaja einen Blick schiessen in eine Art himmlischen Tempel. In dieser kurzen Vision hat Gott am Jesaja nur gerade so viel gezeigt, wenn er gewusst hat, dass der Prophet das einigermaßen aushaltet. Die Jesaja ist nämlich wegen dem, was er da gesehen und gehört hat, richtig gehend zusammengebrochen. Er hat gemeint, er müsse auf der Stelle sterben. Warum ist die Jesaja wegen dieser Vision so bestürzt und so entsetzt gewesen? Die Jesaja ist in dieser Vision am allmächtigen, heiligen Gott begegnet. Genau hat er Gott nicht so ganz deutlich gesehen. Was er gesehen hat, das ist eine Gestalt, die auf einem mächtigen, ehrwürdigen Thron gesessen ist. Die Gestalt war so grossmächtig, dass die Jesaja sie nicht voll erfassen konnte. Was ihm aber geblieben ist: allein der Saum vom Gewand von dieser göttlichen Gestalt hat den ganzen Tempel ausgefüllt. In dieser Vision kommen Engel vor. Das sind Seraphim. Und die Seraphim, das sind Engel mit 6 Flügeln. Mit 2 bedecken sie ihre Füße, mit 2 heben sie die Augen zu und 2 brauchen sie zum Fliegen.
Wie sich die Engel verhalten haben vor dem göttlichen Thron, sagt schon sehr viel darüber aus, mit was für einem Gott dass wir es da zu tun haben. Mit 2 Flügeln haben sie sich die Füße bedeckt, heisst es da im Text. Könnte das vielleicht damit zu tun haben, dass sie sich ganz einfach nicht getraut haben, vor dem Gott ihren ganzen Körper zu zeigen? Vielleicht, weil sie sich geniert haben und sich zu wenig perfekt vorgekommen sind vor dem reinen und allmächtigen Gott. Mit 2 anderen Flügeln haben sich die Seraphim die Augen zugehebt. Sogar die ausgesuchten Engelsgestalten, die haben den Anblick von Gott nicht so ohne weiteres aushalten. Gott muss so ein leuchtend helles und göttliches Antlitz haben, dass man das als Geschöpf nicht einfach so aushalten. Und wir wissen ja von anderen Stellen in der Bibel, dass wir Menschen Gott gar nicht von Augen sehen. Wir würden auf der Stelle eingehen, das heisst sterben. Und das gilt offenbar mindestens ein Stück weit auch für die Seraphim. Für was sind die Seraphim überhaupt da? Was machen die da in dieser Vision? Der eine ruft es den anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Mit dem Ausruf ehren sie Gott. Das ist die Aufgabe von diesen Seraphim. Herr Zebaoth wird übrigens übersetzt mit der Herr der Heerscharen. Das ist ein Name für Gott, der ausdrückt, mit was für einer mächtigen Majestät dass wir es da zu tun haben. Die Engel bezeichnen den Herr Zebaoth als heilig, heilig, heilig. 3-mal heilig. Und wenn das Heilig da 3-mal hintereinander vorkommt, dann hat das eine besondere Bedeutung. Wenn nämlich Jesus einmal zum Volk Israel geredet hat und etwas Wichtiges gesagt hat er oft angefangen mit dem doppelten «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch». Und wir können darauf gehen, dort wo «Wahrlich, wahrlich» in der Bibel vorkommt, dort kommt anschliessend etwas ganz Wichtiges. In der Regel ein Schlüsselvers. Wenn jetzt aber heilig sogar 3-mal vorkommt, dann geht es da um etwas von allergrößter Wichtigkeit. Heilig oder Heiligkeit, das ist ein Wort, das wir Menschen eigentlich gar nicht voll verstehen können. Mit Heiligkeit können wir gar nicht so viel anfangen. Wenn Gott als heilig bezeichnet wird, dann ist das nicht etwa eine Eigenschaft von Gott. Es geht da um viel, viel mehr. Heiligkeit ist ein Wort für Gott und sagt etwas über sein Wesen aus. Gott ist Heiligkeit. Aber so wenig, wenn wir Gott genau beschreiben können, so wenig können wir das Wort Heiligkeit umschreiben. Heilig hat etwas mit Abgesondert zu tun, mit etwas, was in seiner ganzen Art einfach völlig anders ist, etwas, was sich von allem anderen abhebt. Gott ist so völlig anders als alles, was wir da aus unserer Welt kennen, dass wir ihn nicht voll erfassen können. Gott in seiner Heiligkeit ist so mächtig groß, dass er mit seiner Heiligkeit über das Universum rausragt. Sie gehört in eine andere Welt. Uns fehlen die Worte und das Verständnis, um den Begriff richtig zu fühlen. Wir können nur versuchen, die Heiligkeit, soweit sie für uns sichtbar wird, ein bisschen zu umschreiben. Und zu der Heiligkeit von Gott gehört sicher auch, dass er gut ist, rein, frei von aller Unreinheit, ganz und gar perfekt, makellos in jeder Hinsicht. Vollkommen gerecht, um so viel höher als wir Menschen. Voller Licht, Glanz, voller Geist, barmherzig, unbestechlich, ehrlich, ganz die Wahrheit, geradlinig, freundlich, geduldig, friedliebend, treu, gütig, gnädig, rücksichtsvoll, voller Liebe und noch viel, viel mehr, wo wir Menschen gar nichts davon wissen. Und darum fehlen uns auch die Worte dafür. Das drückt das dreifache Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth aus. Alle Lande sind seiner Ehre voll, geht der Ausruf von der Seraphim weiter. Andere Übersetzung redet davon, dass die ganze Erde voll ist von seiner Herrlichkeit. Und das drückt nichts anderes aus, als dass der heilige Gott unser ganzes Universum und damit auch unseren Planet
vollkommen ausfüllt. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht anwesend wäre. Und darum ist auch nichts vor ihm versteckt. Gott sieht jeden Winkel von unserem Leben. Von Gott können wir keinen Bereich von unserem Leben geheim behalten. Also wenn wir meinen, wir können heimlich etwas tun, ohne dass es Gott mitbekommt, dann gleicht das am Verhalten von einem Kind, das die Augen zumacht und meint, man sehe es dann nicht. In dem Moment, wo der eine Seraphim der anderen das Lob über Gott zuspricht, gibt es ein Beben im Tempel und Rauch erfüllt den ganzen Tempel. Ich deute das so, dass Gott durch die Zeichen vom Beben und dem Rauch die Bedeutung von dem Ausruf noch unterstreichen. Wo jetzt der Jesaja die Vision gesehen hat und einigermaßen auch erfasst hat, hat er ganz bestürzt ausgerufen im Vers 5: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Der Jesaja hat jetzt da wirklich gemeint, er gehe ein, er sterbe. Die Heiligkeit von dieser göttlichen Gestalt hat ihn richtig zu Boden gerührt. Was er gesehen und gehört hat, das hat ihn zutiefst erschüttert. Neben der Heiligkeit von Gott ist sich der Jesaja also unwürdig, sündig und verloren vorkommen. Wehe mir, ich vergehe, hat er ausgerufen. Der Jesaja hat realisiert, dass er als normaler, sündiger Mensch, der unter anderen sündigen Menschen lebt, nichts, aber rein gar nichts kann zu tun haben mit dem heiligen Gott. Dabei ist Jesaja zu dem Zeitpunkt, wo er die Vision hatte, bereits als Prophet für Gott im Einsatz gestanden. Er hat ein gewisses Ansehen gehabt beim Volk Israel. Er war ein ehrlicher, geschulter und zuverlässiger Mann. Wenn er etwas gesagt hat, dann hat man auf ihn gehört. Wieso hat Gott am Jesaja überhaupt die Vision zukommen lassen? Und was hat das für Folgen gehabt für den Prophet? Die Antwort geben uns die nächsten Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. In dem Moment, wo der Jesaja gemeint hat, jetzt sei sein Ende gekommen, er müsse jetzt sterben, ist tatsächlich seine Rettung gekommen. Ein Seraphim ist vom Altar zu ihm zu fliegen gekommen. Mit einer Zange hat er eine glühende Kohle dabei gehabt. Mit dieser glühenden Kohle hat er jetzt die Lippen vom Prophet berührt. Und hat zu ihm gesagt, nochmal 7b, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es scheint, wie wenn am Jesaja seine Schuld und Sünde einfach so vergeben worden wären. Wie wenn auf dem Altar für ihn ein Opfer dargebracht worden wäre, wo das möglich gemacht hat. Was der Jesaja da erfahren hat, das ist Gnade. Gnade von Gott, wo am Jesaja seinen unwürdigen, sündigen und verlorenen Zustand aufgehoben hat. Gott hat dem Jesaja die Schuld und die Sünde vergeben. Und jetzt steht Jesaja rein und gerechtfertigt vor dem lebendigen Gott in dieser Vision. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Jetzt hat Jesaja die Stimme von Gott gehört. Und er hat das sogar ausgehalten, ohne dass er von neuem zusammengebrochen wäre. Die göttliche Stimme hat ihm 2 Fragen gestellt. Wen soll ich aussenden? Wer will unserem Bote sein? Und jetzt hat der Jesaja gemerkt, jetzt ist eine Antwort von mir, wird erwartet. Und er hat gesagt, weil er bereit war, da bin ich, send mich aus. Jesaja ist da endgültig zum Prophet für Gott berufen worden. Und er ist einer der ganz grossen Propheten im Alten Testament geworden.
Und er hat das Amt als Sprachrohr von Gott mindestens 40 Jahre lang ausgeübt. Eine lange Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich selber, ich habe noch nie so eine Vision gehabt. Und ich vermute die wenigsten unter uns. Ich glaube auch nicht, dass wir Menschen Anrecht haben auf so eine Vision, wie der Jesaja sie da bekommen hat. So eine Vision ist ja nicht die Voraussetzung, dass wir an Gott glauben können. Wir haben die Bibel, wo alles drin steht, was wir wissen über Gott und über den Erlöser Jesus Christus. Und das ist der Heilige Geist, der uns hilft, das, was in der Bibel steht, auch richtig zu erfassen. Und das muss im Normalfall genügen. Aber ich finde, dass wir uns mit der Heiligkeit von Gott unbedingt auseinandersetzen müssen. Nämlich das Bild, das ich mir von der Größe von Gott mache, das beeinflusst direkt mein Glaubensleben. Die Bibel ist voll von Aussagen über Gott, die uns helfen zu begreifen, mit was für einem unfassbar grossen, heiligen Gott dass wir es zu tun haben. Gott hat unsere Welt aus dem Nichts geschaffen. Einfach durch den ausgesprochenen Befehl, dass etwas sein soll. Psalm 33, Vers 9. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Muss ich das mal überlegen, was das heißt? Das übersteigt unser Denken. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie so etwas könnte möglich sein. Weiter steht, dass Gott der Anfang und das Ende sei. Das heißt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er aber auch einen Plan hat mit dieser Welt und dass er diesen Plan durchzieht, genau so, wie er sich das vorgenommen hat. Niemand kann sich da querstellen und die Pläne von Gott verhindern. Und gerade die prophetischen Bücher in der Bibel, die bestätigen ja, dass das Weltgeschehen im Großen und Ganzen doch genau so abläuft, wie Gott das vorausgesagt hat. Das kann man alles in der Bibel nachprüfen. Wie wir schon gesehen haben, füllt Gott unsere ganze Welt durch seine Herrlichkeit, durch seine Gegenwart aus. Und darum weiss er Bescheid über alles, was in unserer Welt geschieht. Und das geht bis ins Detail, ob man es jetzt glauben oder nicht. Es steht in der Bibel, er wisse ganz genau, wie viel Haar jeder Mensch auf dem Kopf hätte. Nach dem Psalm 150 sind seine Macht und seine Möglichkeiten unbegrenzt. Dort steht, seine Macht hat keine Grenzen. Und im Lukas 1,37 wird behauptet, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sind wir bereit, an den Gott zu glauben, wo uns die Bibel zeigt? Können wir tatsächlich glauben, dass da ein Gott ist, der einfach alles kann, wo ihm nichts unmöglich ist? Dass er ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender und heiliger Gott ist. Je mehr ich von der Größe und von der Heiligkeit von Gott entdeckt habe, desto größer wird meine Ehrfurcht vor dem Gott. Und je mehr oder desto mehr traue ich ihm auch zu. Wenn ich Gott hingegen klein mache und ihn so als Freund und Kumpel so auf Augenhöhe anschaue, dann nehme ich dem heiligen Gott die Ehre, die ihm als heiligem Gott zusteht. Das Bild, das ich mir von dem heiligen Gott mache, hat darum einen direkten, grossen Einfluss auf mein persönliches Glaubensleben. Es hilft mir, Gott in seiner Größe immer mehr zu erfassen, wenn ich die Bibel, vor allem auch das Alte Testament, durchlese und darauf achte, was über den Gott alles gesagt wird. Das Bild, das wir uns von dem heiligen Gott machen, beeinflusst auch unsere Sündenerkenntnis. Je mehr uns aufgeht, wie heilig der Gott ist, desto deutlicher sehen wir, wie abscheulich die Sünde für Gott muss sein. Sünde und Heiligkeit, die vertragen einander nicht. Jesaja hat so viel von der Heiligkeit von Gott gesehen bekommen, dass er als Mensch gemeint hat, er müsse jetzt auf der Stelle sterben. Gott duldet nichts in seiner Nähe, wo nicht ebenso heilig ist wie er selber. Und jede Sünde hat den Tod zur Folge. So steht es im Römer 6, Vers 23.
Denn der Sünde Sold ist der Tod. Also jede Sünde hat den Tod zur Folge, heißt das. Gott hat die Menschheit schon verschiedene Mal seinen Zorn spüren lassen. Denken wir an die Sintflut, wo die ganze Menschheit eigentlich vernichtet worden ist. Nur gerade der Noah und seine Familie haben die Katastrophen überlebt. Oder denken wir an die Vernichtung von ganzen Völkern zur Zeit, wo das Volk Israel das Land Kanaan eingenommen hat. Klar, die Völker, die haben furchtbar gesündigt und haben zum Beispiel ihren Göttern ihre Kinder verbrennt als Opfer. Ich weiss, diese Seite von Gott, die passt nicht zu unserem Bild, das wir uns machen, wenn wir an einen lieben Gott glauben. Sind wir bereit, Gott als der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende und heilige Gott zu respektieren und an ihn zu glauben? Je grösser ich die Heiligkeit von Gott, sein einzigartige Wesen und seine Majestät einschätze, desto kostbarer wird mir aber auch die Gnade, wenn ich an Jesus Christus glauben. Die Gnade, das Geschenk, dass es überhaupt eine Rettung gibt für uns Menschen, dass Gott das sündige Geschlecht der Menschheit nicht einfach vernichtet hat, dass Gott mit Jesus uns einen Erlöser geschickt hat, einen Messias, der uns aus dieser Verlorenheit herausgerettet hat. Das können wir nicht hoch genug einschätzen. Und daran sehen wir, dass Gott zwar die Sünde vehement bekämpft, aber die Absichten mit uns Menschen sind gut. Er liebt den Menschen mit einer unendlichen Liebe. Gott verabscheut zwar die Sünde, aber aus lauter Liebe hat er schon immer einen Rettungsplan für den einzelnen Menschen parat gehabt. Gott selber ist in der Person von Jesus Christus in Menschengestalt zu uns gekommen. Jesus hat die Kluft überwunden zwischen dem sündigen menschlichen Geschlecht und der Heiligkeit von Gott. Und das hat ihn etwas gekostet. Der Zorn von Gott hat Jesus voll getroffen, wo er mit der Schuld und der Sünde beladen von der ganzen Menschheit am Kreuz gestorben ist. Und daran sehen wir, wie abscheulich die Sünde für Gott muss sein, dass so ein schreckliches Opfer überhaupt nötig ist. Der Zorn, der uns Menschen gegolten hätte und uns auch vernichtet hätte, der hat Jesus auf sich genommen. Kein Mensch, auch wenn er gläubig ist, bringt es fertig, sündlos nach dem Gesetz zu leben. Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt und ist für unsere Sünde und unsere Schuld einen fürchterlichen Tod gestorben. Allein der Glaube, dass Jesus auch für unsere Sünden gestorben ist, lange, dass wir Menschen von jeder Schuld befreit werden und dass wir den Frieden mit Gott haben können. Und das ist Grund genug, Gott jeden Tag von neuem Danke zu sagen dafür. Die Erkenntnis, was Sünde in den Augen von Gott bedeutet, verändert auch meinen Umgang mit der Sünde. Wenn ich weiß, wie abscheulich jede Sünde, auch die kleinste Sünde für den heiligen Gott muss sein, dann tue ich doch alles, dass ich nicht vorsätzlich sündige. Dann ist das mir ein Antrieb genug, möglichst so zu leben, dass ich Gott nicht traurig mache und dass ich ihn nicht enttäusche. Auf keinen Fall gar nicht durch den ausprobieren, wie viel Sünde dass es doch noch mal leiden, dass Gott weiterhin zu mir steht. Gott lässt nicht mit sich spassen, wenn es um absichtliches Sündigen geht. Wenn ich immer mehr erfasse, wie heilig der Gott ist, dann kann das auf der einen Seite Furcht auslösen, nämlich Gottesfurcht. Weil seine Heiligkeit ist irgendwie doch fast ein bisschen bedrohlich, oder nicht? Auf der anderen Seite fasziniert mich so ein Gott, den ich nicht hoch genug einordnen kann. Dann fühle ich mich von ihm angezogen, dann will ich mehr von ihm wissen. Und das treibt mich dazu an, im Neuen und im Alten Testament danach zu forschen, nach allem zu forschen, wo mir hilft zu verstehen, mit was für einem grossmächtigen Gott das ich zu tun habe. Und dann sehne ich mich danach, ihm näher zu kommen. Dann ist es mir ein Anliegen, möglichst ihm nachzueifern. Dann wäre ich am liebsten ebenso heilig, wie er ist. Ich weiß, das ist für mich als Mensch ein völlig überrissenes Ziel. Solange ich Mensch bin, werde ich nie so heilig sein, wie Gott selber ist. Aber
Es wird mir immer mehr zu einem Bedürfnis, je mehr, dass ich über den heiligen Gott weiß. Die Jesaja ist nach seiner Vision garantiert nicht mehr der gleiche Mensch gewesen wie vor dieser Vision. Durch die Vision hat er eine viel engere, tiefere Beziehung zu Gott bekommen. Und der Veränderungsprozess im Mensch hat Gott schon im Alten Testament verkündet und sogar uns versprochen. Ich lese aus dem Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die Veränderung, die kommt von Gott. Er hat es versprochen. Und darum ist es normal, dass jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, sich positiv verändert. Wir müssen nur unser Einverständnis geben, dass wir mit uns arbeiten lassen, dass wir uns verändern lassen. Die Veränderung wird sogar zu einem Merkmal von einem Christ. So, dass die Beziehung zu Jesus immer tiefer wird, dass er immer mehr von Gott erfasst und dass es ihm ein Anliegen wird, möglichst so zu leben, dass Gott seine Freude daran hat. Die ganze Veränderung nennt die Bibel Heiligung. Und der Veränderungsprozess, die Heiligung, dauert dann ein ganzes Leben lang an. Und was für mich da dabei so befreiend ist, wenn wir gläubig sind, wenn wir uns nicht selber ein Bein ausreißen, dass wir im Glauben wachsen können. Es ist Gott, der an seinen Kindern arbeiten lässt. Durch die Bekehrung zu Jesus haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und er hilft uns, im Glauben stärker zu werden. Und gleichzeitig ist auch die Liebe von Gott in unser Herz ausgegossen worden, so wie es im Römer 5, Vers 5 steht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn die Liebe ausgossen wird, dann muss etwas passieren in unserem Herz. Das ist die Liebe, die es möglich macht, dass wir den heiligen Gott und sogar unsere Mitmenschen von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben, immer mehr lieb haben. Wir haben ein neues Herz bekommen. Unser altes Herz aus Stein ist entfernt worden und wir haben das Herz aus Fleisch bekommen. Das heißt, das ist ein Herz, das lebt. Und Gott gibt uns einen ganz neuen Sinn und auch einen Willen, dass wir unser Leben ganz auf Gott ausrichten wollen. Das Ziel dieser Heiligung haben wir dann einmal erreicht, wenn wir bei Gott angekommen sind im Himmel. Und ich lese zum Abschluss noch aus dem Philipperbrief 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wenn es so weit ist, dann ist unser menschlicher, sündiger Leib verwandelt in einen himmlischen, heiligen Leib, wo sich mit der Heiligkeit von Gott vertreibt. Und spätestens dann sehen wir, wie allmächtig, allwissend, allgegenwärtig der Gott ist. Und vor allem erfassen wir dann die Heiligkeit von Gott in seiner ganzen Größe. Und darauf dürfen wir uns riesig freuen. Amen. Ich tue noch beten. Himmlischer Vater, es ist etwas ganz Gewaltiges, dass wir überhaupt mit dir reden dürfen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir durch den Heiligen Geist mit dir verbunden sind und dass wir durch das an den heiligen, grossmächtigen Gott ankommen, dass du auf uns achtest. Und Herr, du hast so eine grosse Liebe zu uns Menschen, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Ja, man kann sagen, du bist selber auf die Erde gekommen und hast das Opfer gebracht, dass wir unsere Sünde, unsere Schuld loswerden können. Dass wir Frieden bekommen mit dir und dass wir eine Aussicht haben auf eine Ewigkeit, die lebenswert ist.
Herr, bitte hilf uns, dass wir immer mehr von dir erfassen. Und dass uns das hilft, dass wir im Glauben vorankommen und stärker werden, dass wir für dich unterwegs sein können und dass wir mit unserem Leben auf dich, dem heiligen, allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott können hinweisen, dass andere Menschen auch zum Glauben kommen. Amen.